kalt, 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 liebe Freunde. Ja, zumindest hier gerade bei Anno 1800, nicht wahr? Im Real Life, ja, ich denke mal, die wenigsten von uns werden im Real Life aktuell, wenn diese Folge gerade erschienen ist, irgendwie Probleme mit der Kälte haben. Dann ist es doch relativ warm für Dezember. Wieder mal willkommen zurück, Freunde. Ja, wir haben hier noch einiges zu tun. Dabei weiß ich gar nicht mehr, was ich genau machen wollte in der letzten Folge. Naja. Es kann ja eigentlich nur das sein, was irgendwie Sinn machen würde. Sprich, hier, Passage fortsetzen. Quasi ein bisschen storytechnisch und so. Müssen ja in der Region 80% der Pemmikan-Versorgung für 1 Minute halten. So, ich frage natürlich, was ist das überhaupt genau? Beziehungsweise doch, ich weiß natürlich noch, was ist es ja einfach halt etwas zum Denieren, sag ich jetzt mal. Das, was wir hier bekommen in der Kantine. So weit, so gut. Es war aber, glaube ich, in der letzten Folge noch ein Problem mit dem Heizofen, war, wo wir irgendwie gemerkt haben. Also eigentlich ist es ja so. Man sieht es ja hier sehr schön. Produktionszyklus, Köhlerei heißt ja eigentlich nach Kohle 30 Sekunden für, ja, einfach halt ein Zyklus. Ein Holzofen, der würde ja eigentlich auch in 30 Sekunden einen Zyklus verbrennen. Jetzt kann man natürlich denken, okay, eine Köhlerei gleich ein Holzofen, wie man sie eigentlich so oft haben. Aber irgendwie scheint das hier nicht so zu sein. Zumindest glaube ich, wenn man halt schon ein bisschen mehr Gebäude hat, die man halt versorgen muss. Ein Heizofen. Das können wir jetzt irgendwie vorstellen, dass es damit zu tun hat. Dementsprechend, ja, aktuell haben wir 22 Tonnen auf Lager. Allerdings im Insellager haben wir jetzt mittlerweile doch ein bisschen mehr. Was eigentlich jetzt nicht so schlecht ist. 475. Es steigt zumindest, das, ja, will ich eigentlich noch ein bisschen beobachten, ob das wirklich so klappt und so. Wir sind gespannt. Alles klar. Das heißt also jetzt mal den Rest irgendwie herstellen. Die Frage ist bloß genau, wie. Weil irgendwie braucht ihr alles irgendwie eine Heizung. Das ist einerseits logisch, andererseits auch ein bisschen nervig zum Produzieren. Ich meine, hier der Walfänger, der braucht ja auch Wärme. Und als kostet, sag mal, also sind auf die Arbeiter. Hier erfordert Wärme, erfordert Wärme, erfordert Wärme. Okay. Generell ist ja eigentlich auch logisch, 1, 1, 1 würde das alles eigentlich funktionieren. Jetzt natürlich die Frage, wo bauen wir das alles? Ich habe hier zwar schon mal so ein Lagerhaus gebaut. Theoretisch würde man sich irgendwie sagen, okay, machst du halt, ja, hier oben so, keine Ahnung. Da soll ich jetzt irgendwie sagen, okay, mach da die Rentierjagdhütte, so ein Jagdgebiet quasi. Aber was mache ich mit dem Kack-Heizofen? Der geht mir ein bisschen auf den Sack. Also mich eben in der Hinsicht ja auch frage, ob ich nicht jetzt mal ein bisschen mutiger bin. Naja, mutiger je nach Ansichtweise. Und mir sage, komm, ich pflaster hier oben alles zu mit Köhlereien. Und guck mal, wie es so läuft. Falls es überhaupt läuft, irgendwie. Und wir halt hier oben echt so eine richtige Produktionsstätte hätten und ja, einfach noch ein paar Köhlereien mehr, um das Ganze abdecken zu können. Nehmen wir jetzt mal da mal, haben wir jetzt 3 Stück da oben. Mit Umweltverschmutzung haben diese jetzt nicht so, dass irgendwie da groß Probleme hätten. Oder irgendwie, ja, auf Wert legen würden. Wir machen nämlich hier oben nochmal einen hin. Und mache dann hier einen Heizofen. Und dann hier unten auch nochmal. Dann wäre eben das Ziel, dass man hier eigentlich so eine richtige Siedlung hätte. Ich habe das zwar hier oben schon ein bisschen gebaut, aber hier vielleicht eher wegnehmen. Also sprich, die Siedlung hier eigentlich doch hier unten eher bauen. Man merkt hier geringe Wärme, obwohl ich da eigentlich... Aha. Oder noch nicht eigentlich hinkommen müsste. Ja, den irgendwie nach dahin bauen und dann nach da oben noch eine Straße lege. Ich meine, das heißt nicht keine Wärme, das heißt auch nur geringe Wärme. So, warte mal. Dann könnte ich eigentlich auch mal irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sogar hier hinpacken. Hoffen, dass der dann auch schon mal irgendwie noch ein bisschen Wärme abkriegt. Das würde hier dann das bedeuten mit dem Ausbau. Ja, das sind dann so gewisse Pläne, die man nicht machen kann. Ob es funktioniert, kein Plan, das sehen wir dann.
auf die Zwischenstraße da verzichten. Ich weiß eigentlich genau, wie das hier so ist mit der Wärme. Sprich, ist das ähnlich wie eine Art, keine Ahnung, wie eine Art Stromleitung, sprich, dass wir überhaupt eigentlich Straßen brauchen, um die Wärme verteilen zu können, oder heißt das irgendwie davon unabhängig? Was? Der Heizofen kommt da hinten nicht an. Ernsthaft? Warte mal. Der kann nicht sein, oder? Tatsächlich, der scheiß Heizofen da hinten nicht rankommen. Alter, ist das mies. Das Problem ist natürlich, ich muss irgendwie die... Gut, ich kann das Teil auch hier hinten bauen. Theoretisch sogar hier irgendwo. In der Hoffnung, irgendwie näher dran zu sein, aber ich finde es trotzdem leicht crazy. Ja. Was eigentlich geplant? So, dann hätten wir den da. Okay. Ja doch, ist über die Straße, man sieht. Hoffe ich. Oh, pünktlich auf die Minute. Wie immer. Kaffeeknappheit schon wieder? Ich danke Ihnen für das Oder immer noch? Direktor. Denn sonst ist es relativ ruhig. Gut, wir haben natürlich jetzt auch mit den meisten in der alten Welt zufrieden geschlossen. Okay, wäre das aber trotzdem wieder, wenn ich jetzt da hingehe. Ja, dann sieht man es direkt. So wäre es angeblich optimal. Naja, ich glaube, das ist ja noch wirklich sehe. Rein theoretisch wäre so eine Option. Wie sieht es eigentlich generell jetzt aus mit dem Insellage? 21,75. Der Plan geht also auf. Sehr schön. Ich mach mal den hier unten in Betrieb, wa? Bibon der Entdecker. Ja, jetzt muss... Aha, der muss natürlich vorbei. Der eigentlich, ist ja relativ schnell da unten. Sonst kann ich hier nochmal einen kürzeren Weg ziehen. So. Das mit den Straßen hat doch Einfluss. Okay, gut zu wissen. Sogar sehr gut zu wissen. Fehlende Waren. Ja, ja, die kommen. Beruhig dich mal. So, zum Glück brauchen die Lagerhäuser keine Wärme. Und natürlich auch die Köhlerei braucht keine Wärme. Also, natürlich auch die Heizofen selbst. Sonst wäre es ein bisschen fehl am Platz und so. Verständlicherweise. Okay, das hätten wir soweit. Jetzt eben kurz mal gucken. Die Kantine, Quatsch. Walfängerei haben wir da einen. Ich glaube auch noch mehr. Mal gucken. Dann haben wir natürlich noch hier die Pemmikanräucherei. Und die Rentierjagd. Die machen wir von allem einfach ein, wa? Die Räucherei dann vielleicht auch hier oben hin. Natürlich erstmal die Jagdhütte. Oh, die ist aber ziemlich groß. Da braucht ziemlich viel Platz, sag's mal so. Weiß nicht, hey, du kriegst echt 100% hin. Naja. Wir schon wissen, was du tust. Okay, was ist jetzt? Ich habe keine Slots oder was? Ich habe gerade mal so auf, ich habe gar keine Slots zum Setzen. Oder haben sie das etwa mit dem Patch letztens rausgenommen? Die kann man sich nicht vorstellen. Wohl kaum. So. Hätten wir das. Und ich würde eben sagen, ich mache auch die Jagdhütte selbst hier hin. Mann. Natürlich nicht die Jagdhütte, sondern hier die Räucherei. So. Müsste alles sehr gut zentral gelegen sein. Er müsste jetzt heizen. Er müsste jetzt heizen. Sie müsste aufgeheizt sein. Zumindest theoretisch. So, was natürlich jetzt noch haben. Okay. Da fährt mal einer locker flockig ein paar Dinger. 23, ja. Ich brauche natürlich jetzt die Walfängerei, waren aber vor allem mehr Leute. Denn der braucht 30, der braucht 25, dann mal 75. Das haben wir 30, also 85 Arbeiter. Also brauchen wir noch ein paar.
müssen ja pro Gebäude kommen irgendwie um die 4 Stück dazu. Was mich jetzt wirklich interessiert, da muss man ganz kurz hier checken. In der generellen Wärme jetzt. Wir haben aktuell 2 Hochöfen in Betrieb. Beziehungsweise Heizöfen. Den hier und den da unten. Jetzt, wenn wir natürlich mehr Gebäude haben zum Wärmen, brauchen die dann auch mehr Kohle? Ich persönlich glaube es nicht, aber man weiß ja nie. 23, okay. Der 29, ich glaube, das ist einfach das Problem, weil der näher dran liegt. Wobei eigentlich nicht. Hä? Okay. Crazy. Ich schmeiße noch den hier oben an. Damit wir einen guten Vergleichswert haben. Den lassen wir noch ganz kurz, bis ich da ein bisschen bessere Werte habe. Momentan unter 32 natürlich optimal, gar kein Thema. Wir haben aber, also eigentlich, wir haben ja 3 Stück in Betrieb. 3 Köhlereien. Und ich habe sogar 4. 4 Köhlereien, aber ja eigentlich nur 3 Heizöfen müsste also rein theoretisch locker reichen. Rein theoretisch. Ich habe ein Stück ihrer Insel erworben. Und die Tür stand offen. Da bin ich schnell hindurchgehuscht. Was? Diese Was tun wir für ein Penner? helle Köpfe magisch an. Entschuldigen Sie, mein Kofferinhalt liegt überall verstreut herum. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Es Ach ja. bleibt nur noch ein dampfender Haufen gar nichts übrig. Ich habe wohl wieder mal irgendwas übersehen, war. Nein, ist egal. So, wir sind hier unten noch. Kann man ganz kurz einmal hier gucken. Erscheinen. Ich fürchte, mein Ersuchen geht im allgemeinen Trubel unter. Wenn ich schon mal hier bin, kann man ganz genau am rechten gucken. Ich meine, generell sieht ja alles cool aus. Was? Ich soll Bauern suchen. Meinst Bauer sucht Frau oder was? Ja, kannst du bitte hier wegklicken? Alter. Ja, ist ja gut. Das war jetzt der Marktplatz. Dann hatten wir die Kirche. Fehlt noch das Wirtshaus. Das ist die Schule. Wirtshaus. Irgendwo hier. Was? Was geht da los? Ah, verspätet, okay. Ja gut, aber generell haben die ja genug Strom. In einer geeigneten Umgebung würde ich mich besser entfalten. Ja, das glaube ich dir gerne. Nur leider gibt es momentan da nichts zu tun. Ein Valley Solly. Da sind hier oben. Was? Noch mehr? Der Triumph stürmt und drängt mir durch jedes Glied. Im Rathaus. Da kann ich wohl gar keins mehr bauen, weil mir fehlen da die Fleißpunkte. Natürlich die Einflusspunkte. Fleißpunkte. So, da ist auch noch etwas, war von gesunkene Dingsbums, ihr wisst schon. Versunkene Schätze. So war's ja. Wie sieht's denn hier eigentlich so aus? Ruhm habe ich abgeschafft, das stimmt. Knappe Brillen, bisschen Brillenknappheit, ja. Kaffee ist wieder gut. Taschenuhren, ja. Das, was immer ein bisschen sinkt, also wo ich sage jetzt mal Probleme habe, ist eigentlich das mit den Hochrädern war. Wo ich teilweise wieder im knappen Minus bin. Weil die werten Herren keine Ding haben. Hochräder. Schokolade? Wie sieht da eigentlich momentan? Oh, das sieht sehr gut aus. Perfekt. Bist du doch keiner von uns. Man sieht ja, wir haben bereits 4.224 Investoren. Wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, um noch das mit den Tabakwaren zu klären, müssten wir relativ schnell auf die 5.000 kommen. So quasi halt nochmal 2 Investoren pro Gebäude. Das macht schon was aus, Freunde. Ich frage mich sowieso gerade, wo ist hier hier. Also ich sehe nur die allgemeinen. Ich dachte, ich sehe vielleicht auch die Anzahl an Gebäuden, die wir haben. Arbeitskräfte bei Wohnhaus.
Bei Investoren, ist schon klar. Das ist auch ein Problem. Wobei den Kaffee schalte ich wieder frei, sobald wir da drauf und dran sind, wieder ein paar zu investieren. Ja, Schiff unter Beschuss. oh nee. An der Schlange nicht mehr. Natürlich bist du's. Wobei, ja, wenn er uns verfolgt, ist er ja mit dem Wind. Das kann knapp werden, nee. Okay. Der hat seine eigene Route. Umso besser für uns. Warte mal, die Route gar nicht hin. Hier, zurück in die Arktis. Wie sieht's denn jetzt mit dem aus? Er ist auf 75. Es passt also immer noch. Gut, dann können wir loslegen. Weil jetzt habt ihr ja genug Wärme. Da geht ihr doch relativ weit. Sehr schön. Wenn Sie kurz wegschauen würden. Eigentlich, ja, wenn man so ganz ehrlich ist, Räucherei. Eine Räucherei braucht einen Heizofen für die Wärme. Eine Kühlerei braucht keine Wärme. Die produziert selbst Wärme. Yeah. Kann man so oder so sehen. So, geht auch wieder mal ein bisschen auf Geschwindigkeit, wenn wir heute noch ein bisschen was zustande kriegen, Freunde. Walfängerei. Die haben wir zuletzt gesehen bei Anno 1799, glaube ich. Also ja, 99 Jahre vor diesem Spiel. Rein Timeline-mäßig. Macht irgendwie Sinn. Bin ich froh über die Öfen, so hässlich sie auch sind. Ja, verständlich, wobei das irritiert mich noch ein Mein bisschen. Vater hätte das nicht gewollt, aber der ist mausetot. Mein Beileid. Das hier nämlich mit der Wärme. Feierlichkeiten sind beendet. Lecko mir. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Alter, geht das runter. Das ist hässlich. Nach einem langen Arbeitstag endlich eingehüllt in meinen Schlafsack. Ich könnte ewig in diesem Pelz gucken. Ja, gut, man könnte theoretisch jetzt mal hier überlegen. Ich weiß, könnt ja noch ein bisschen was machen für mehr Einnahmen. Was ich mir gerade gefragt habe, wenn wir jetzt so viel Kaffee haben, vielleicht hier für sie wieder freischalten, weil es gibt extra Kohle. Wir testen ihn mal, wir merken relativ schnell, wenn es wieder krass runtergeht, dass eben doch nicht ganz funktioniert. Wo waren wir stehen geblieben? Ach genau, was ich sagen wollte mit der Wärme. Ich bin dann jetzt nicht ganz hier oben. Also eigentlich ist es ein Thermometer, der steht hier eigentlich nur für die Wärme. Aber ist es halt doch so, dass Schlafsäcke und Schnaps auch dafür steht? Ich meine, klar, Schnaps, Alkohol, der wärmt, das ist irgendwie klar. Schlafsack auch, also es ist eigentlich doch die Kombination von allem. Die Frage ist nur, was bringt es dann? Also brauchen sie das, um, keine Ahnung, wieder mehr Kohle zu geben? Brauchen sie das sogar, damit sie nachher aufsteigen? Oder sind es doch nur die Dinger? Die Bedürfnisse, die wir erfüllen müssen, damit sie nachher aufsteigen könnten? Haben einen Friedensvertrag wie es eigentlich für gewöhnlich so wäre. Das sind die Fragen, die die Menschen beschäftigt. Okay, Walfänger haben sie jetzt auch, ja. Was das eigentlich? Ah, Filz. Ein bisschen Filz muss sein. Rentierfleisch mit Walöl kombinieren. Da denke ich mir auch so. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ein schönes Lager. Oh. Das heißt jetzt, wir können die Schlafsäcke machen. Geil. Das ist erfüllt. Sehr gut. Ich muss einfach noch ein paar Sekunden halten. Haben wir sowieso gleich gemacht. Das wird heikel. Fehlende Fruchtbarkeit, ja, dankeschön. Oh. Das macht es um einiges leichter. Schiff unter Beschuss. Nicht dein fucking Ernst. Schiff unter Beschuss. Da sagt eigentlich nichts mehr. Gespeichert. Die Gruppe war der Öllampenversorgung. Ich habe noch keine fucking Öllampen. Oh, Menno.
Okay, das funktioniert zumindest schon mal. Sehr gut. So, hier haben wir das soweit gedeckt. Man könnte natürlich überlegen, dass wir sagen, hier bezüglich den Holzbrettern, die verrate ich auch noch irgendwo anders hin. Also quasi auch hier hoch. Und noch einen Heizofen haben. Wir lassen es fürs erste Mal so, wie es ist. So, ich mache ihn dann ganz kurz voll. Hier könnte man theoretisch auch, oder wir lassen es mal, wenn es noch irgendwelche anderen Gebäude gibt. Ich habe keinen Plan. Aber wir können es noch machen. So, wir haben Aufgaben, Freunde. Meine Familie feiert den Geburtstag meines kleinen Bruders. Wenn ich doch bloß ein Bild davon hätte, um daran teilzuhaben. Wenn ich irgendwie helfen kann? Hier feiern sie. Wir haben nicht viel Zeit. Sagt Cheese. Moment. Wo muss ich das machen? Ah, hier sind die. Ja, die Familienähnlichkeit ist verblüffend. Ja, bei uns ist es zwar nicht kalt, aber aus Solidarität machen wir es trotzdem. Heyo, heyo, heyo. Ja, Freunde, die freuen sich hier, die feiern Feste, das ist natürlich sehr schön, ich würde auch gerne ein bisschen feiern. Leider habe ich anderes zu tun hier. Ich muss eine Dynastie leiten. Ich muss den Norden erobern. Ich muss... Warte mal, Norden erobern? Sind wir hier bei Game of Thrones oder was? Egal. Ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen. Nächsten Part machen wir also hier weiter mit, so wie es aussieht, Lampenöl. Und ich bin gespannt, wann wir dann, vor allem storytechnisch, irgendwas Neues erfahren. Naja, bis dahin. Bye, bye. Ja, ciao, ciao.